Hallo, wenn du das Video schaust, dann weisst du optimalerweise schon die Grundprinzipien vom Glas fotografieren mit schwarzem oder weißem Hintergrund. Wenn es dir gar nichts sagt und keine Ahnung hast von dem, empfehle ich dir zuerst mein entsprechendes Video oder Teil 1 zu schauen, weil dort sind die Grundprinzipien erklärt. Du findest den Link hier. Anklicken, schauen, kurze Sache, 5 Minuten und dann kommst du wieder zurück. Wenn das alles schon völlig klar ist, dann herzlich willkommen. Das Prinzip ist gleich. Wir fotografieren Glas, aber wir wollen etwas kreativer werden. Wir wollen nicht einfach nur schwarz oder weißen Hintergrund, sondern wir wollen verschiedene Sachen ausprobieren heute und schauen, was da damit alles möglich ist. Ich habe schon etwas aufgebaut hier, logischerweise ein Glas. Dann habe ich eine Softbox hinten mit einem Blitz. Das ist unsere Lichtquelle. Von hinten, wir haben auch Umgebungslicht hier, aber ich kann die Kamera so einstellen, dass ich beim Auslösen nur das helle Blitzlicht sehe und eigentlich alles andere hier dunkel ist. Für meine schwarzen Abschalter habe ich einfach schwarzes farbiges Papier. Das habe ich hier so zusammengefaltet, damit man es herstellen kann. Für das Bild, das wir jetzt machen, habe ich das erste Papier genau in die Mitte von der Achse von unserem Glas gestellt. Wir wollen nämlich hier eine Mischung machen zwischen schwarz und weiß. Und der zweite, den tut man von dieser Seite hinten das Licht abschatten, damit ich auf der äußeren Seite hier bei meinem Glas einen schwarzen Rand habe. Probieren wir doch gerade aus, was da passiert. Das Resultat siehst du dann auch gerade. Weiter geht's, nächste Variante. Gleiches Setup. Wir haben auf der rechten Seite des Bildes schwarz, links weiß. Das kennst du, aber jetzt füllen wir unser Glas mit Wasser. Und alle die mit Physik sich ein bisschen auskennen und Lichtbrechung, die wissen sofort, was jetzt passiert. Nämlich nicht einfach schwarz und weiß wie vorher, sondern nötig noch überraschen. So. So, und auch das können wir natürlich noch steigern. Ich bin von einem Glas auf 2. Beiden gleich hoch Wasser drin. In der Mitte habe ich den schwarzen Hintergrund jetzt genau zentral genommen. Und zwar sieht es aus Kamerasicht so aus, dass er bei beiden Gläsern genau durch die Mitte geht. Und was das für ein Bild gibt, wollen wir uns doch jetzt gerade anschauen. Und weiter geht's mit einer anderen Art von Glas. Und wir nehmen jetzt das erste Mal noch ein bisschen Farbe dazu mit einem Röhrchen. Hintergrund, in der Mitte habe ich komplett schwarz, zentral. Der Falz hier spielt keine Rolle auf dem Schlussbild, es wird sowieso einfach schwarz werden. Genau, links und rechts wieder ein bisschen abgeschattet, damit nicht allzu viel Licht durchgeht und ich nur dünne weiße Reflexionen habe. Schauen wir doch mal, was da passiert. So, das hat schon mal funktioniert, aber das bringen wir sicher noch ein bisschen interessanter her. Und zwar nehmen wir wieder Wasser dazu. Und anstatt das Wasser jetzt einfach rein zu tun, würde ich gerne eigentlich schon das Einfüllen mal ein bisschen Action drin haben. Ich habe die Kamera auf einen 5-Sekunden-Timer eingestellt, sie auslösen, unterdessen hier Wasser einfüllen und schauen mal, was da passiert, wenn ich Wasser schütte, während wir ein Bild machen. Sind wir gespannt. Yes, funktioniert. Wir fahren weiter. Nächster Shot.
Ich finde, die Sache mit der Farbe hat sich bewährt. Bringen wir doch noch ein bisschen mehr rein. Anstatt einen schwarzen Hintergrund habe ich jetzt einen roten mit schwarzen Pünktchen. Ich habe hinten ein bisschen mehr Licht lassen, damit der Hintergrund ein bisschen Farbe bekommt. Ich habe sogar von vorne noch 2 weiße Reflektoren gebastelt aus weißem Papier, damit ein bisschen vom Licht da zurück reflektiert wird und die ganze Sache nicht zu dunkel wird. Probieren wir doch einfach mal aus. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das hat etwas und wir bringen doch noch wieder Wasser ins Spiel, noch ein bisschen Action, Farbe, Wasser und machen das nächste Bild. Bin gespannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das hat extrem etwas und ich tue einfach noch ein bisschen experimentieren. Ich habe hier noch ganz viele andere Hintergründe, die ich einfach alle mal durchteste. Nicht vergessen, zwischendurch wieder mal so ein bisschen putzen, dass wir da mit dem Wasser wieder neu arbeiten können. Vielleicht noch kurz etwas zum Scharfstellen. Es ist zu feister hier, dass die Kamera wirklich zuverlässig scharf stellen. Das heisst, was ich mache, ist, ich tue immer wieder manuell fokussieren. Und zwar mache ich das jetzt beispielsweise hier auf die Schrift oder man könnte auch auf das Röhrchen da scharf stellen. Ganz wichtig, weil wenn ihr da Autofokus einschaltet, könnte es sein, dass eure Bilder nicht scharf werden. Und das seht ihr auf dem Display wahrscheinlich nicht und dann habt ihr dann die grosse Enttäuschung nachher auf dem Bildschirm im PC. Also Scharfstellen nicht vergessen, immer wieder kontrollieren, vor allem wenn ihr das Glas bewegt, müsst ihr das jedes Mal neu machen. Und sonst einfach ausprobieren und schädern und Spass haben. Viel Spass beim selber ausprobieren. Ja, ich hoffe, mein kleines Projekt hat euch mindestens so viel Spass gemacht wie mir. Ihr seht, es ist grenzenlos. Man kann mit Farben, mit Gläsern, mit Wasser variieren, wie man will. Der Aufbau ist relativ simpel. Man kann kleine Veränderungen machen mit Abschatter und Aufheller. Einfach ausprobieren ist die Devise. Das ist das Schöne an der Fotografie, man ist nie fertig. Es gibt immer noch eine andere Idee, die man auch noch probieren kann. Es ist unendlich. Und macht einfach, habt Freude dabei und viel Spass und merci fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen da lassen. Merci.